Ekran! Tranen jährlich ab aus warmen Wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Jünd als Eduard Kiesbrecht. Welkom, lieve vriend. Welkom naar het programma Ekran. En ook welkom Johan, dankzij dat u waren hier erbij bent. Vorige week hier wie een part van die zeugnissen van jou wel weer een beetje wieder hier. En dat we zo schijn vorige week te horen, maar we komen bloos bij de half terug. Dus ik hoop we krijgen dat van jou alles terug. Wat er nog even gebleven is van die leven. Maar du bent wel even 20 jaar oud, waar du best alles vertalen. Jong. Wat? Jong zijn eigenlijk niet oud. Ah, du bist jong. Weil wir alles vertalen wel in jeder 20 jaar. Maar veelmaal hadden we hier van wo die leven ver gaat weer. Wo du je champt hast en gaat met die je champt hast. En wo du angefangen hast, de Bibel te lezen. En verschiedenste mensen radio. En zo de verschiedenste Sachen. Bis du bei ein Gebet kommst. Und dann wieder weiter nicht. Was hast du Gebet? Kannst du wieder vertellen? Was ist nun im Gebet passiert? Wo hast du den gouden Johann gegeben, dass wir hier nicht kennen? Kannst du das mal ein bisschen vertellen? Ja, ik wil een beetje vertellen van hoe ik dan moet bid. Ik knie mich aan en bad en dan fange ik om te God te reden, te Jesus. Hij zal mijn zinnen vergeven en laat in hem hart aan als mijn radar. En ik nam mijn zinnen bij noem op. Zo, maar du versiert ja eine Verändernis. Ich lebe so wieder und dann, aber ich fange an Bibel zu lesen. Die Bibel war so interessant und ich konnte bloß nicht tachten. Und wenn ich klar 12 Uhr abends nach Hause kam, dann nahm ich mir die Bibel und dann ich lese und danach 2, 3 Kapitel selber. Aber dort wird so interessant die Bibel zu lesen. Aber dann fange ich den Menschen an zu vertrauen und dann habe ich Trouble. So, dann sehe ich, so, ich habe immer Trouble gehabt, wenn die Bibel bis nach Trouble merkt. Ich lese nicht mehr die Bibel, ich lese die Bibel weiter. So, und dann verging einen Monat und dann sieht Jesus, sie nehmen die Bibel weiter. Mich haben so einen Gedanken an, ich soll die Bibel weiter nehmen. Und den hat Gott mir eingegeben. Und dann lese ich wieder und dann rede ich zu den Menschen und so, aber dann höre ich nicht ab. Dann ging ich durch, ich rede. Und dann eine sagt heute ein Freund und dann rede ich mit mir mit und dann so und dann spazieren von der Bibel und so verschiedene Dinge, die Stämme merkt. Und dann nachher war ich an, der wird bloß kommen utforschen und dann habe ich Trouble in der Knie. Ich glaube, ich wusste mehr aus der Predigt und so. Aber ich ging wieder. Ich sehe Gott, Jesus, wies mir ein Weg, was ich tun soll. Ich weiß nicht. Ich kann nicht sein, wohin. Und dann ein Tag, dann heute nicht Gelegenheit, wurde ein Tag davor und da wohnt eine Person, die hat einen Bahn. Und der hat sich auch bekehrt, das weiß ich. Und dann fuhr ich durch und dann frug ich den Rot. Und dann gab er mir viele Dinge Rot. Und dann über den kam den Evangelist an. Und dann sagte ich mir mit denen, das verhält mich so, dass die Hand kam. Und dann sage ich mir, da rede ich. Ich würde die Frauen auch nicht mehr tauchen können, ich glaube die auch nicht. Aber ich stelle mir vor, dass ich habe sehr viele Frauen gewesen. Und ich habe sehr in der Bibel geblättert und mich gewesen. Und ich habe Frauen. Und dann, wenn ich durch war ich vorne. Und dann sagte ich zu mir, wie war wir nach Hause beten? Haha. Dann will ich nachher Evaluides. Und ich habe nie nicht Evaluides gebeten. Und dann sagte ich so, no, Evaluides beten, das will ich nicht. Und dann sagte ich auf einmal, hey, würde mir fair sein. Oh, das schämt sich mir so. Und dann fange ich an zu beten. Ich danke Gott, dass ich sein Kind wird. Und dann rede ich die Dinge, die ich selbst nicht verstehen kann. So. Und dann sage ich, von du war ich wieder, dann werde ich von dem Heiligen Geist erfüllt. Dann wird sich das so gut. Ich habe so eine Freude in mir, auch wenn ich auf dem Platz vor dich sitze. Und ich habe so eine Freude, ich fahre nach Hause. Danach, das schlägt sich so gut. Und das wird der 10. November 2012. Das wird Sonntag. Und ich hatte so eine Freude, dann Sonntag habe ich groß. Dann Fußfrau und die und mich. Was ist mit dir passiert? Woher bist du von dir so mutig? Ich sehe, mir ging das bloß schein. Aber ich will mich dort nicht mitteilen, dass ich hat Jesus in mein Hart eingeladen und der gibt mir die Freudigkeit, der schien. Wenn es die Bibel sagt, das Licht wird scheinen, in mein Licht das schien dann. Wenn ich nicht rede,
Zo doe ik dat zo vrouw. En ik had God gebed aan de berg. En doe dan, ik had een jaal. Mijn jaal, we breden ons dat we best willen abhören. We hebben kunnen niet zo den anderen aufgesagt, best we willen abhören, dat ik wil wat anderes. En dat we met even stemmen, ik voer de weg. Zo, dan voer ik in een andere kolonie, waar het dan christelijk werd. En doet versen op, wenn ik een huis voor mijn vader. Meine Eltern werden so sehr enttäuscht für mich, die wollen mich nicht mehr sein, ich soll nie nicht mehr in ein Haus kommen. So, aber ich dachte so, Gott, wie die, was Menschen verändert. Ich wurde Chihuahua. Und ich habe durch ich dann, ich habe mich die Leute taufen, und ich habe wieder gelebt. Dann ein halbes Jahr wohne ich da. Dann auf einmal hastig, dann kam mir ein Freund eine Arbeit anbieten. Und dann bin ich von einer Kolonie, wo eine Familie bekehrt wird. Ja, dort würde ich da. Und da hatte so eine gute Arbeit und so. Und dann fuhr ich dahin, dann weg der eine Weg, dann sagte Gott, was hast du mir hier geführt? Was soll ich hier? Ganz allein. Und was soll ich hier? Und ich ging wieder nach den Schworen. Und dann, ich habe den Pakt der Vertikalkampament und dann war ich so eine frische Mut, um wieder zu gehen. Und mir ging das so gut. Und ich schaffte wieder, und ich kam immer voran, anleibige voran. Und ich kam spazieren mit mir. Ich hatte für Matthias Steck, weil ich mein Zeugnis mitteilen. Und dann frage ich nach Gott, wenn es Wort sehe ich hier. Und ich bete Gott um eine Verändernis. Und ich kann auch nicht verstehen, dass ich von meinen anderen steht, wie war ich gegangen. Da haben mir das so gut gegangen. Ich habe eine steht, wo mir das überhaupt nicht interessiert. Und dann ich ging wieder. Und dann ein Tag, dann kriegte ich so tun, mich zu parken. Und dann ging ich wieder rauf mit meinem Leben, ich hatte keine Mut, ich was nicht zu tun, wieder 5 Monate gewesen, es passiert keine Verändernis. Und ich hatte gerade eine ganze Zeit gefragt, wenn es war aktiviert, und so ging ich weg. Und dann kam ein Freund, der auch mit nach Brasilien fahren. Dann fuhr ich mit nach Brasilien. Und dann, Leute, ich war all dort Tag, wo die so zu mir einfach sagt, und Leute, Tag, und ging wieder mit Gott. Dann, wie ich einen Monat war, dann fanden sie mich. 17 junge Menschen haben sich bekehrt. Und die werden immer durch eine Schicht Futter gekommen, hängen über den Fleck durch den Barsch und wollen das Evangelium hören. Und dann frage ich nach Gott, wenn es was sehe ich hier. Und dann frage ich, miteinander hängen und dann rohr ich. Ich sage mit du in der Rohr, ich sage, Gott, das kann ich nicht verstehen, wenn es was ich weicht will. Und dann frage ich mich, wenn ich von der Reut zu gehen, durch dort, wo die Menschen die Hauptmann und Haupt fehlen. Sehr wie Reut, um zu gehen, oder wer wir bloß zusetzen. Und dann ging ich wieder Brasilien, ich fuhr durch Paraguay, sehr viel belebt in Paraguay, ich bin so dankbar für Sommerfeld Paraguay, ich hatte sehr viel geliebt, durch viele Freunde, Gott hat mich Wege geführt, was ich immer nicht verstehe. Freunde, das ist dort, was Gott die Pferden vielleicht fühlen. Du gehst wo lernen und du verstehst das nicht. Und du redest für was die Menschen, die wissen nicht, was das Haupt. Das kommt noch nicht an. Wenn du dort an Gott seine Hand schleien, Gott wird immer wahrer, du wirst vermerken. Und Gott, wenn es ein Jahr angeht, dann sage ich den ganzen Weg, wo ich gegangen wird, und wo Gott mich durchgeführt hat. Und dann werde ich so dankbar. Und ich kann Gott jedem Tag, von der du mich zu verdanken, dass er mir dort alle Leben ruhig nimmt und sagt mir und dort nie lernen. Und von der habe ich ein ganz anderes Leben. Von der, wenn ich trete meine alle Freunde vor, dann hier ich, wie viel wir die brauchen, was ich schon mal gebraucht habe, was ich schon mal gleich eingeworfen habe. Die Verändernis, was ich an mich fällt, was ich gesehen habe. Und ich komme bara aus Bolivien, von Paraguay, und ich sage dort, wo Gott mich von Dingen losgehalten hat, was ich euch sein könnte. Wo die so tun, die Wort für und versägen anzubringen, was die gleich sitzt. Aber Freund, gib nie nicht ab in dein Leben. Gib nie nicht ab in dein Leben. Und nach einmal ein bisschen drei von euch, wo ich sehe, wo ich komme und Abrazo gekriegt habe. Ich würde für jeder Vater sein, wenn du dein Kind nach Komme und Abrazo gibst, gib das Kind Abrazo. Am Arm dort. In der Rede, was Gott für das Kind. Das Kind wird dort nie nicht an sein Leben vergeten. Dort wird du dort warst ja am Arm haben und küsst sein Kind, ich liebe dich und du bist mein Kind. Und dort wird eine Verändernis sein. Dort wird das Kind nie nicht vergeten. Da wird das nie nicht. Und dort erst ein Ding, was an das Kind beim bleibt. Und das Kind, wenn das alt ist, dann wird es sich nach ihr vertrauen, wie viel Mal du dort getan hast. So, ich
bin so dankbar von dir, wo Gott mir geholfen hat. Ich habe so viel belebt. Ich bin in Mexiko in der Bibelschule gewesen, keine Bibelschule besucht für 3 Monate, wo Gott mir durchgelegt hat mit Menschen umgehen. Da bin ich so dankbar für. Und war Trainer Bolivia, auch für Impact Vertikal, wo immer war frische Menschen, wo die sich so abgebüht haben, wo die so ein neues Leben angefangen haben, wo so eine Veränderung wirklich an den Menschen passiert ist. Da bin ich wirklich dankbar für. Ich will die Freund Mut merken mit einem Bibelvers, was Paulus uns geschrieben hat, in Philippa 4, sagt er, Freiheit immer im Herrn. Und ich sage nochmals, Freiheit. Und der andere Vers sagt, ich sehe immer dich bei dir. Hast du, Freund, das mal gefällt, wenn Gott, wenn der Geist dich bei dir ist? Und wo fällt sich dort? Freund, verrät dich, wo immer, wann du schwere Zeiten durchhebst, gib nicht ab. Du wirst immer dem Sehen sein. Hol dich, wo immer du bist, Freund. Und die schauen es nicht, dass du in den Sinn lebst, die schauen es, dass du leben bleibst, Freund. Ich merke die Mut, stu ab, wenn du gefallen bist. Schäm dich nicht für kein Wort mehr zu tun. Von den Freund und sei, bet für mich. Gib nicht ab, Freund. Amen, Amen. Dat wir eigentlich ganz Jahren so heute. So scheint hier wo von ein dunkles und duidelijk Leben, wo du kommt, wo du nie het Leben abstunde. Das kriegst du Jesus abstunde, so bist du abgestunde. Und das kriegst du, was du sagst. Freund, jef niemals ab. Immer wenn eine Handvoll, der schont es immer liegen zu bleiben. Das Gute ist, und das nicht über zu schämen, wenn wir abstunden sagen, ich sehe du in was, ich sehe im Dunkeln was, nu sehe ich in das Licht. Und das freut mich, dass ich das so in die sein kann, dass man die Knappen rauf und Tide hast, wo das vielleicht ein bisschen bei aufgehst, aber dass du immer hast, du eine ist eine Bibel, und du eine ist Gott, was die dreht, und was dort hat Gott die so hat geführt. So möchte ich dir auch hier Mutmenschen, lot die von Gott führen, und lot wirklich, dass die Bibel dienen leren dat. En Gott sehen und bis tot nächste Mal. Ciao, ciao. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.